zusammen. Ich komm von Zürich zum euch sagen, der geilste Dialekt bin ich, ein neues Level. Und einfach Style, hip und geil, überhaupt nicht sowieso, wenn du weisst, was ich mein. So an der Bündner mal her, mach Platz und rutsch. Jetzt zeigt dir, wer der beste Dialekt ist, du Tschutsch. Versnobte Schnösel, ich bin einzigartig und bei uns gibt's die gröbsten und geilsten Partys. Giggle, Bernischer Biergiggle, arschgeil und ziemlich beliebt, Giggle, gang ehrlich. Und ja nicht juffeln, lass die anderen machen, dass sie alles doppeln. Da ist St. Gallen, abfahren ist Wachmaten, mit Spracharten, die keiner verstehen kann. Mein rollender Nerv ist meine Signatur, er steht für Rechnung und meine geht auf. Unsere Mundart ist vielfältig, manches Finden ist überwältigt. Sprachangebot aus dem Land ist gross, gerechnet im Verhältnis. Unsere Mundart ist wie du, unsere Mundart ist wie ich. Ich bin Lea, 1991 in Gurmus geboren. Ich bin auch noch hier wohnhaft. Und ich finde das Gurmusdeutsch gut, weil man uns besser versteht als beispielsweise Zeidler. Ich bin der Schaller Konrad. Ich bin 1936 geboren, hier in Gurmus, hier aufgewachsen. Bin hier in der Primarschule. Später bin ich als 13-Jähriger in Gugleravui und dort oben die Sekundarschule besucht. Ein Jahr später bin ich ins College gegangen. Dort war ich 2 Jahre. Dann habe ich die kaufmännische Lehre gemacht in Bern. Dann habe ich meine Lebensstelle gefunden, in Stüdingen, in der Ziegelei, bis zu der Pension. Und ich habe in Gurmus gewohnt. Und ich wohne weiterhin hier. Ich habe hier ein Häuschen gebaut, im 64. Bin hier daheim. Und mir fasziniert ab jetzt die Dorfgeschichte und vor allem auch die Sprache, das Gurmusdeutsch, wo leider nicht mehr geredet kommt. Für mich ist das noch Nostalgie und ich schreibe das Zeug auf, dass es immer ja nicht vergessen geht. Der Sprachwandel zu Gurmus. Der Macht vom Sprachwandel unterlegen hat sich die Mundart aus Gurmus in den letzten 70 Jahren ziemlich verändert. Die Lea redet nicht mehr gleich wie der Konrad. Hört selber. Das Gespräch am Neujahrstag. Guten Abend, Herr Lehrer. Ich wünsche euch ein gutes neues Jahr und hier hat die Mami noch etwas zu essen mitgegeben. Es sind 3 Kuchen. Ein Käsekuchen, ein Niederkuchen und ein Kuchen mit getrockneten Beerenschnetzen mit 6 Eiern. Guten Abend, Herr Lehrer. Ich wünsche euch ein gutes neues Jahr. Und da schickt noch die Mutter etwas zu essen. Es sind 3 Kuchen, ein Käse- und Nidelkuchen und einer mit dieser Beerenschnitzen. Und da sind noch 6 Eier. Ich lasse dir danken, du bist ein liebes Kind. Du hast so viel müssen tragen. Rutsch doch ein Kleid zum Ofen her, auf das Ofenbänkchen. Du hast sicher kalte Füße, deine Hände sind ja ganz kalt. Wieso legt ihr auch keine Händchen an bei dieser Kälte? Die sind immer die gleichen. Gell, es hat geschneit, alle Bäume sind voll. Ich Lara, vielmal danken. Du bist ein braves Kind und hast schwer müssen tragen. Ritsch doch ein bisschen zum Ofenzug, auf das Ofenbänkchen. Du hast sicher kalte Füße. Du hast ja ganz kalte Hände. Warum dir keine Händchen anlegen bei dieser Kälte? Ihr seid gegen die gleichen. Gell, es hat geschneit, alle Bäume sind voll. Bei uns vor dem Haus sieht man den Haken fast nicht mehr. Der Schnee ist mir ein paar Mal bis zu den Knien, wo ich komme. Bei uns vor dem Haus sieht man fast den Haken nicht mehr. Der Schnee ist mir ein paar Mal bis in die Knie gekommen. Es ist nur gut, dass es so kalt ist. Wenn der Mond scheint, ist es klar und es kommt sicher nicht reinrennen. Es ist nur gut, dass es so kalt ist. Wenn der Mond scheint, ist es klar und es kommt auf jeden Fall nicht reinrennen. Morgen können wir dann schlitteln und Schleifschuhen. Wir haben uns ja schon lange darauf gefreut. Wo ist der Hanse? Morgen können wir den Schlitteln und Schleifschuhe fahren. Wir haben uns schon lange darauf gefreut. Wo ist der Hansi?
Er ist zum Bauer übergegangen, helfen, die Schweine und die Geissen futtern. Wenn er gemolken ist, muss er mit der Kanne in die Käserei. Aber du gehst jetzt noch nicht heim. Wir essen dann schon bald zur Nacht. Du kannst auch bleiben und ein Tassel Kaffee trinken und du bekommst noch ein Stück Brot mit Anke oder Honig drauf. Er ist zum Bauer übergegangen, helfen, die Schweine und die Geissen futtern. Wenn der gemolken ist, muss er noch mit der Brenta in die Käserei. Aber du gehst jetzt noch nicht heim. Wir essen dann bald zur Nacht. Da kannst du auch bleiben und ein Tassel Kaffee trinken. Und du bekommst dann noch ein Stückchen Brot mit Anke und Honig drauf. Ich möchte schon bleiben, wenn ich darf. Ich möchte schon bleiben, wenn ich darf. Natürlich darfst du bleiben. Natürlich darfst du bleiben. Fest im Griff vom Sprachwandel ist in der Lehraussprache der I zum Ü gekommen und der E zum Ö. Und die Wörter sind auch nicht mehr alle die gleichen. Die Mundart aus Gurmus hat sich verändert und es ist eurer Fantasie überlassen, wie das in der Zukunft wird weitergehen. Unsere Mundart ist wie du,